Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Heute diesmal zum 8. Bundesligaspieltag. 5:0 beim VfL Bochum gewonnen. Ja, ich denke standesgemäß, erwartungsgemäß. Ja, wir gucken mal ein klein bisschen genauer rein ins Spiel. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, Leute, wenn ihr hier noch nicht abonniert habt und nichts verpassen wollt, euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr mich einfach auf YouTube bei dem, was ich so mache. Ja? Gut, also, gehen wir es mal kurz durch. Ich denke, Anfangsphase war Bochum noch ein bisschen mutig, ja, hat uns noch angelaufen. Wir haben es mehr oder weniger dann souverän gespielt. Abgesehen von natürlich wieder Manuel Neuer, der wieder meinte, weiß ich nicht, was er meinte. Ja, die Diskussionen werden nicht enden, was das anbelangt. Kann er sich auf jeden Fall bei Minja bedanken. Wenn man dann das Verhalten danach sieht, ganz kurz, dass er noch nicht mal Anstand macht, ins Tor zu gehen, sondern sich gleich wieder anbietet wie ein Abwehrspieler. Ja, weiß ich nicht. Dann soll er das Torwartspielen sein lassen, dann soll er in die 4. Ligamannschaft gehen, dann kann er da den Libero spielen. Also, Katastrophe. Das war eigentlich alles, was von Bochum zu sehen war. Ja, wir haben nicht mehr gemacht, als wir mussten. Ja, das war jetzt wieder so, das Pferd springt so hoch, wie es muss, und kein Deut höher. Wir haben uns auch keinerlei wirklichen Chancen erspielt. Ja, viel Ballbesitz, keinerlei kreative Ideen, null. Haben dann die beiden Tore aus Standardsituationen gemacht. Nachdem Musiala das Tor gemacht hat, wurde Musiala stärker. Hat dann auch ein bisschen eine andere Position gespielt, mehr aus der Tiefe raus. Ja, das war viel, viel besser. Da ist ein Musiala stärker. War dann der Mann, der das Spiel so ein bisschen getragen hat bei uns. Hat man dann auch gesehen, nachdem Musiala dann wieder raus war. Oder was heißt wieder raus war, nachdem er raus war. Ja. War es ich will jetzt nicht sagen, das gleiche langweilige Gekicke wie die letzten Jahre, aber ja. Viel Zug zum Tor oder so war nicht mehr da. Fairerweise muss man sagen, war auch nicht nötig. Ja. Kräfte schon, wir spielen jetzt Pokalspiel. Alles fein, ja, wir konnten heute Kräfte schonen, war auch die Auswechslung von Kompanie waren völlig richtig. Die Aufstellung von Coman habe ich null verstanden, genauso wie die von Conny Leimer. Für mich völlig sinnfrei. Gut, King hat sein Tor gemacht, ja, von daher habe ich keine Argumente auf meiner Seite. Dasselbe gilt bei Liboy. Aber da kommen wir mal zu, wenn wir jetzt ein bisschen mal in die Analyse reingehen. Ich würde sagen, Fazit des Spiels, ja, eine durchschnittliche Mannschaftsleistung hat gereicht, um den VfL klar und deutlich zu besiegen. Aber alles andere wäre auch überraschend gewesen. Ja, in Bochum ist Land unter. Und wir haben halt eine gewisse individuelle Qualität. Und wenn es aus dem Spiel heraus nicht geht, dann müssen halt Standardsituationen herhalten. Und das hat heute mehr als gut geklappt. Ne? Muss man ja auch mal lobend sagen. Danach war es ein Selbstläufer. Ne? Ja. Gut, werfen wir mal einen Blick in die Statistiken. Die sollten ja mehr als eindeutig sein. Ich lade auch nochmal neu hier. Zack. Ja, Ballbesitz 27:73, Abseitsstellung 3:3, Fouls 15:6, Zweikampfquote 40:60, Schüsse aufs Tor 2:10. Schüsse insgesamt 6:19, Ecken 2:6, angekommene Pässe 187, ist glaube ich Negativwert gegen uns die Saison. Zu 667, Flanken 18. Schüsse insgesamt, Musiala 4, Olisse 3, Tell 3, Torschussvorlagen, Davis 1, Kimmich 1, Musiala 1, gewonnene Zweikämpfe, Palhinha 11, Musiala 8, Upamecano 6. Ballkontakte 123, Kimmich 107, Upa 97, Fonsi, Davis. Ja, damit gehen wir auch schon rein in die Benotung. Mannschaftsnote würde ich heute bei einer 3 sehen. Es war ein Durchschnittsspiel von uns, von daher wird es heute von meiner Seite viele Dreier regnen. So viel kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Vincent Kompany sehe ich auch bei einer 3. Auswechslung zum richtigen Zeitpunkt fand ich. Auch, dass man dann Harry Kane ausgewechselt hat und Mathys Tel da 20 Minuten gegeben hat, fand ich gut. Leider gab es da nicht mehr viel für Mathys Tel, weil die Mannschaft relativ wenig Bock hatte, noch irgendwie nach vorne zu spielen oder es nicht konnte, wie auch immer, sei mal dahingestellt. Ansonsten, wie gesagt, die Aufstellung von
Conny Leimer habe ich nicht wirklich verstanden. Er war absolut nicht im Spiel. Das wurde wieder ein bisschen besser, wie immer bei Conny. Wenn er umso länger er auf dem Feld ist, umso besser wird's. King war auch sehr schwach. Ja, das Tor war natürlich wunderschön, aber alles davor war wirklich wild. Ja, aber gut, es hat gereicht. Er hat sein Tor gemacht, ja. Von daher haben wir keine Argumente auf unserer Seite. Haben mich trotzdem überrascht. Palhinha und Kimmich bisher ganz schwere Kost. Gerade erste Halbzeit war das gar nichts. Es war schon ein bisschen besser wie gegen Barcelona, weil manchmal beide wenigstens auf einer Höhe waren. Ja. Und manchmal dann auch ein Kimmich weiter vor war als Palhinha. Aber die Grundordnung war trotzdem wieder Kimmich 6er, Palhinha 8er. Ja. Das hat man auch gesehen an unserem Spiel. Wir hatten keinerlei kreative Ideen. Ja. Bis Musiala vorne den Ball gekriegt hat, hat es viel zu lange gedauert. Da war Bochum schon wieder gestaffelt hinten. Es wurde mit der Zeit ein bisschen besser. Musiala ist ein bisschen tiefer gestanden. Hat dann gerade nach dem Tor hat da ein bisschen mehr Raum gehabt und Palhinha musste nicht mehr das Spiel aufbauen. Hat dann ein bisschen mehr defensiver gestanden. Ja, hat dann auch ein paar wichtige Zweikämpfe gewonnen. Nichtsdestotrotz hat auch teilweise Kimmich wieder zwischen den Innenverteidigern rumgeeiert. War nicht sehr wild, aber keine Ahnung. Können wir am Montag mal im Stream ein bisschen drüber schnacken. Bisher gefällt mir die Combo noch nicht. Ja, man beraubt sich sehr, sehr viel Kreativität. Leider. Ich weiß nicht, warum man das tut. Da können wir gerne mal am Montag im Stream drüber philosophieren. Ja, von daher Note 3 für mich, für Winnie. Ja, damit gehen wir rein. Machen wir eben die Aufstellung auf hier. Zack. Manuel Neuer. Ja, sehe ich heute bei einer 4. Ja, es war ausreichend, weil es nicht zum Gegentor geführt hat, sein Fehler. Zweite Halbzeit, die Hereingabe dann von Bochum, wo er super schlecht steht. Fairerweise, das Passspiel war heute ein bisschen besser. Ja, muss man mal ganz klar sagen, obwohl auch wieder 2-3 Bälle bei waren, wo er die Innenverteidigung oder den defensiven Mittelfeldspieler arg in Probleme gebracht hat, was völlig unnötig war. Von daher für mich nur eine 4, nicht mehr. Aber Halleluja! Ich habe einen Torschuss gesehen von Bochum und den hat er pariert. Manuel Neuer hat mal einen Torschuss pariert. Halleluja. Wild. Okay. Conny Leimer. Conny Leimer für mich auch Note 4. Kann ich schon mal vorwegnehmen, bevor ich sein Bildchen einblende, muss man eben hier eintragen. Neuer 4. Conny. Wo ist Conny Leimer? Conny Leimer ist da. Ja. Conny, viele Defensiv-Zweikämpfe sah richtig schlecht aus teilweise. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Ja, war bemüht, wie immer. Aber auch nach vorne hin, wenig Durchschlagskraft, immer wieder den Ball nach hinten und quer, anstatt den auf Ulisse zu spielen. Super lange den Ball am Fuß, ja, verstehe ich nicht, anstatt den Ball gleich zu spielen, immer erstmal 20, 30 Meter gelaufen mit dem Ball am Fuß. Hat das Spiel dadurch super langsam gemacht. Hat mir nicht gut gefallen. Ja, umso länger das Spiel ging, ein bisschen besser kam er rein, aber ich bleib dabei, Conny als Rechtsverteidiger, ja, kannst du gegen solche Gegner machen wie Bochum, ja, gegen irgendwas Stärkeres ist das fatal. Dann gib doch den Azno die Chance, ja, lass den doch gegen solche Gegner da auflaufen. Bring doch einen Conny Leimer meinetwegen im Mittelfeld, ist doch alles fein, ja. Keine Ahnung. Habe ich nicht verstanden, muss ich aber auch nicht. 15-0 gewonnen. Wir haben keinerlei Argumente auf unserer Seite. Alles richtig gemacht von Trainerseite. Gut. Nächstes Upamecano. Babaliciano. So, Upa. Ja, Upa sehe ich ein bisschen besser wegen Conny Leimer. Von daher von mir eine 3,5. Ja, Upa war in große Teile souverän, hat aber wieder 1, 2 wilde Takes da drin. Ja, aber am Ende hat Bochum uns auch nicht genug gefordert, als dass man das da mal ernsthaft bewerten könnte. Min-Jae Kim für mich Note 3, war auf jeden Fall einen Tacken besser wie Upa, war eigentlich auf dem Weg zu einer 2, gerade seine
seine Tat, den Ball dann noch von der Linie zu kratzen. Hat aber dann auch wieder ein, zwei wilde Dinger dabei gehabt auf einmal. Ich weiß nicht warum, war wieder super Unsicherheit da hinten drin. Von daher nur eine 3. Gut, als nächsten haben wir Fonzie Davis. Fonzie war relativ auffällig, fand ich. Hat auch viel durch die Schnelligkeit weggemacht, war nach vorne auch das eine oder andere Mal auf jeden Fall da, war präsent. Den bei einer 3. Gut, dann haben wir King Joshua natürlich. King Joshua, da ist er. Sehe ich heute auch nur bei einer 3. Was heißt nur eine 3? Ist ja am Ende des Tages auch eine Note, die okay ist. Warum in Anführungsstrichen nur eine 3? Gerade in der Rückwärtsbewegung war es wieder katastrophal heute. Ja. Und ich meine, das war der VfL Bochum, Alter. Ja, und da sah er schon 2, 3 Mal wirklich super schlecht aus. Stellungsspiel 2, 3 Mal Katastrophe. Ansonsten war er gut. Ja, nach vorne hin hat er dann versucht, das Spiel ein bisschen mehr zu beeinflussen nach den ersten 20 Minuten. Das war okay. Auch das zwischendurch mal fallen lassen, zwischen den Innenverteidiger, sich da den Ball abzuholen. Ja, alles gut. Wenn er meint, er muss das machen, muss er das machen. Aber nach vorne hin war es okay. In der Rückwärtsbewegung war es teilweise wild. Von daher für mich nur, wie gesagt, das heißt nur, auf jeden Fall eine Note 3. Gut. Palhinha sehe ich bei einer 3,5. Sehe ich einen Tacken schlechter wie Kimmich, auch wenn er mehr Zweikämpfe gewonnen hat. Gerade erste Halbzeit. Ich weiß nicht, wo der auf dem Feld war. Ja. Gerade die ersten 20 Minuten Einfluss aufs Spiel gleich 0. Wie gesagt, wurde mit der Zeit besser. Ja, muss man ganz klar sagen, das Zusammenspiel wurde besser, dass ein Kimmich immer weiter vor war. Er hat sich fallen lassen. Zweite Halbzeit war es dann echt okay. Da hat er auch ein, zwei wichtige Zweikämpfe weggearbeitet. Aber er ist halt einfach kein Achter. Ja. Verstehe es nicht, diesen Sinn. Wir haben es heute gesehen, er hat versucht, 2, 3 Mal einen Diagonalball zu schlagen, da irgendwie, hat auch versucht, ein paar Bälle zu verteilen. Alles gut, da sehe ich ihn nicht. Ja, das ist nicht seine Kernaufgabe. Also, ich bleibe dabei, für mich geht das aktuell nicht in meinen Schädel rein, warum King Joshua da hinten rumeiern darf und ein paar Linien vor ihm stehen muss. Das ist für mich ein Unding. No? I don't know. Verstehe ich nicht. Man beraubt sich dadurch der Stärke des Spielaufbaus. Ja, da gehört ein Kimmich hin, der hat mit Sicherheit den besseren Spielaufbau wie ein Palhinha. Ja, wenn Kimmich aber erstmal zwischen den Innenverteidiger anfängt, sich da den Ball holt, ja, dann wisst ihr, wie da am Arsch das Spiel wird. Es wird natürlich viel mehr Sinn machen, wenn er 10 Meter in der gegnerischen Hälfte steht und da den Ball kriegt, da wo ein Palhinha steht. Der mit dem Ball dann relativ wenig anfangen kann. Ja, wild. Gut, dadurch waren wir heute auf jeden Fall defensiv ein bisschen stabiler. Nichtsdestotrotz gab es diese riesen Chance für Bochum. Und wir reden über den VfL. Ja, also, weiß ich nicht. Entweder aus meiner Sicht stellst du den Kimmich auf die 8 oder du lässt ein paar Linien draußen und bringst meinetwegen Goretzka oder einen Conny Leimer auf dieser Pose. Ja. Aber gut, das ist auch nur meine Meinung. Wie gesagt, da werden wir mal im Stream ein bisschen drüber quatschen, wie der eine oder andere das von euch sieht. Gut, dann gehen wir in die Offensive-Reihe. Da fangen wir an mit Michael. Ja, Michael war auf jeden Fall wieder, bevor Musiala halt besser im Spiel war, der auffälligste, gerade in der Anfangsphase, war er wieder der uns so ein bisschen getragen hat in der Offensive. Der Freistoß war natürlich sehr stark, aber danach war auch er sehr abgeflacht, sag ich mir. Hat sich ein bisschen dem Mannschaftsniveau angepasst. Was mir gut gefallen hat heute, waren diese Seitenwechsel, die wir drin hatten. Ja, das war wirklich gut, dass auch mal ein Coman 10 Minuten über die rechte Seite ging und Michael dann über die linke Seite. Das habe ich ja auch schon die ganze Zeit gefordert, dass wir das mal ein bisschen einstreuen. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn es zu relativ wenig noch geführt hat. Aber allein, dass man das macht, ja, gibt es einen Daumen nach oben für. Ansonsten denke ich, war es eine durchschnittliche Leistung und von daher eine Note 3 von meiner Seite. Gut, als nächsten habe ich Jamal. Jamal ist im Mittelfeld. Da ist er.
Ja, Musiala sehe ich bei einer 2,5. Anfangsphase schwach, da dachte man, hatte man so ein bisschen den Eindruck, ja, vielleicht ist er nicht ganz fit, lief nicht ganz rund und so. Nach dem Tor hat man gesehen, dass er voll da ist, ja, voll fit ist. Dann war es auch besser. Er hat sich ein bisschen tiefer fallen lassen, hat sich die Bälle eher ein bisschen aus der Tiefe genommen. Das ist ja, was ich immer sage, das ist die bessere Position gegen so einen tiefstehenden Gegner für ihn, ja, als wenn er vorne vor der Viererkette steht und da den Ball kriegt. Wenn er aus der Tiefe kommt, hat er das Spiel vor sich, kann mal 1, 2 stehen lassen. Hatte ein bisschen Pech mit dem einen oder anderen Zusammenspiel, aber hatte heute nicht dieses Eigensinnige wie in Barcelona. Er hat die richtigen Entscheidungen getroffen, hat sich früh genug vom Ball getrennt, hat versucht, Doppelpass zu spielen, was vorzubereiten. Den Freistoß hat er natürlich grandios verwandelt mit dem Kopf. Ja, von daher für mich unser bester Spieler auf dem Feld. Ja. Komm, ich gebe ihm eine 2. Anstatt eine 2,5. Ja, war schon mit Abstand unser bester Spieler auf dem Feld. Sollte man dann auch dementsprechend würdigen. Gut, dann kommen wir zu King Coman. Ja, King hat Tor gemacht. Ansonsten war das gar nichts. Aber aufgrund des Tores kriegt er eine 3,5 von mir. Ansonsten wäre es eher bei einer 4,5 gewesen. Ja, Katastrophe. Also Katastrophe. Ich habe es nicht verstanden, warum dieser Mensch aufgestellt wird. Aber am Ende des Tages hatte Vini recht. King hat sein Tor gemacht. Alles gerechtfertigt. Ja, hat keinen groben Schnitzer drin gehabt, wodurch irgendwie ein Tor entstanden wäre. Hat aus meiner Sicht das Spiel super langsam gemacht. Immer wieder Rück- und Querpässe. Ich erinnere mich an einer Szene, wo er es mal versucht hat, dran vorbeizugehen. Nee, an zwei. An einer ist er vorbeigekommen, hat dann eine schlechte Flanke gespielt. Die zweite hat ihm Passlag mit 1,10 Meter gefühlt eiskalt weggedrängt. Ja, also weiß ich nicht. Wir können nur hoffen, dass das erneute Tor ihm vielleicht einen Schub gibt, dass er halt ein bisschen mehr Selbstvertrauen kriegt, weil das King die Qualitäten hat, steht ja außer Frage. Ja. Die Aufstellung, ja, ich habe es gerade gesagt. Ja. Das Tor gibt dem Trainer recht und damit ist alles gut. Für mich 3,5. Ne? Gut, dann haben wir noch Heavy. Heavy hat seine Bude gemacht. Heavy war wieder überall und nirgends heute. In der Offensive nicht ganz so auffällig, fand ich. Ja, hat sich sehr selten oder man hat es selten wahrgenommen auf die 10 fallen lassen, aber da war auch ein Musiala, alles gut, muss er auch nicht. War 1, 2 Mal in der Flügel, war aber 1, 2 Mal auch hinten, gerade bei den Ecken, bei der Ecke und ansonsten hat er hinten auch mal ausgeholfen. Aber nicht so auffällig wie sonst, hat seine Bude noch gemacht, von daher für mich auch Note 3. Gut, dann kommen wir zu den Einwechselspielern. Ja, fangen wir an mit Thomas Müller. 30 Minuten gespielt, werden wir benoten. Thomas Müller, Note 4. Ja, und das ist noch human benotet, würde ich sagen. Die ersten 10 Minuten, ersten 15 Minuten, wie viele Ballverluste dieser Mensch wieder hatte, gerade auch Ballverluste in der Mitte, woraus Bochum zum Glück nicht sehr viel Potenzial schlagen konnte. Ansonsten ganz, ganz wenig Einfluss gehabt. Es wurde mit der Zeit ein bisschen besser, ja, umso länger er auf dem Feld war, wurde es ein bisschen besser, hatte dann 1, 2 Aktionen vorne, aber im Großen und Ganzen ist das Spiel an Thomas Müller leider vorbeigelaufen. Leroy Sané geht in dieselbe Kerbe wie King Coman, ja, eigentlich super schlecht, aber hat das Tor grandios gemacht, sehr, sehr schönes Tor. Auch da gibt ihm die Einwechslung natürlich völlig recht, von daher kriegt er auch dieselbe Note wie King Coman, eine 3,5. Gut, dann haben wir Leon Goretzka. Leon hat ein bisschen gebraucht, ja, war erst ein bisschen auf der Doppel-6 ein bisschen tiefer gestanden, hat sich dann immer mehr in Angriff mit eingeschaltet, ist im Strafraum präsent geworden, hat das 2, 3 Mal gut gemacht, hat leider das Tor nicht gemacht. War auf jeden Fall eine auffällige Leistung dann am Ende. Von daher kriegt er bei mir die 3. Die 3,5. Gut, dann haben wir noch Mathys Tell, der für 20 Minuten kam. Das werden wir nicht bewerten. Grenze ist immer so 30 Minuten sollte man schon spielen, damit man es irgendwie bewerten kann. Nichtsdestotrotz blende ich es euch natürlich ein.
Mattis war auffällig, hat leider ein bisschen, ja, ein, zwei Laufwege waren ein bisschen wild, fand ich. Ja, hat er sich schlecht in Position gebracht, hat aber geackert, gerackert, hat ein bisschen das Pech gehabt, dann hat er den einen Schuss noch gehabt. Ja. Hat sich ein bisschen schwer getan, fand ich. Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er auf dem Feld war. Ja, dass er präsent war, dass er wollte. Ähm, von daher war das schon okay im Großen und Ganzen. Gut, dann haben wir noch den Eric Dyer für 10 Minuten. Ja, da können wir gar nichts zu sagen. Ja, war dann hinten mit drinne. Hat eine schlechte Szene gehabt, eine gute Szene. Ansonsten war da wenig von zu sehen. Aber wie auch, wenn der VfL, ja, VfL war offensiv halt einfach nicht zugegen. Ja, der Einzige, der ein bisschen was heute gezeigt hat, war der Gamboa. Ich hätte mir mal von unseren Einwechselspielern so ein Verhalten gewünscht, ja, der rein ist und direkt erstmal richtig Vollgas gegeben hat, das Stadion nochmal richtig mitgenommen hat. Bei uns hast du dann die Dieven, die da reinkommen, wo du denkst so, boah, was ist das für ein arroganter Drecksack? Weiß ich nicht. Ja, also der sollte der ein oder andere ein bisschen mal an seiner, ich weiß noch nicht mal, ob es so ist. Es kommt aber so rüber, ja, bei dem einen oder anderen Spieler, weiß ich nicht. Schwierig, aber natürlich haben wir nichts zu meckern oder was wir gerade kritisieren, ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Ja, mal abgesehen von Manuel Neuer, der für mich der schlechteste heute auf dem Feld war, mit Conny Leimer zusammen. Ansonsten war es eine durchschnittliche Leistung. Wir sind so hoch gesprungen, wie wir mussten, haben trotzdem 15-0 gewonnen. Da sieht man die Qualität, die wir haben. Ich glaube, hätten wir heute Vollgas gespielt, wäre das richtig übel ausgegangen für den VfL. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Also von daher alles gut. Wir haben genug Kräfte geschont für Mainz. Wir haben den einen oder anderen Spieler ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Nochmal King und D-Boy. Auch Goretzka hat seine halbe Stunde gekriegt. Thomas Müller hat seine halbe Stunde gekriegt. Ottistell hat 20 Minütchen gekriegt. Also eigentlich das perfekte Vorbereitungsspiel für Mainz. Ja, alle haben ein bisschen Spielpraxis gekriegt. Auch ein Conny Leimer hat seine Spielpraxis gekriegt, auch wenn es nicht gut war. Von daher alles gut. Ja, das perfekte Spiel eigentlich. Ja, auch wenn es dann vielleicht nicht so hochklassig war. Aber hey, wir haben 5 Tore gesehen. Über was beschweren wir uns? Ja. so muss man das mal sehen. Ne? Aber ja, alles gut. Wie gesagt, wir sind so hochgesprungen, wie wir mussten. Bochum hat es uns dann in der zweiten Halbzeit aber auch echt leicht gemacht, muss man fairerweise sagen. Erste Halbzeit war der Widerstand noch da bei Bochum, aber zweite Halbzeit war da nichts mehr. Und da hat man gesehen, warum Bochum da unten drin steht, denke ich. Ne? Gut, Leute, das ist von meiner Seite gewesen. Ne? Kurz und schmerzlos heute. Ich freue mich auf den Stream Montag. Ich denke, es war auf jeden Fall eine Reaktion nach dem Barca-Spiel. Ja, es ist ein bisschen besser gewesen von Kimmich und Palhinha dann zweite Halbzeit auf jeden Fall. Ich denke, die werden auf jeden Fall noch Zeit brauchen. Aber es wird sich mit Sicherheit nicht ändern, dass King Kimmich da hinten den Quarterback spielen möchte. Ja. Ob das da mit Palhinha zusammenpasst, darüber reden wir am Montag, 18 Uhr, live im Stream. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt einen schönen Restsonntag, wenn ihr das Video am Sonntag seht. Und wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.